Da oben sind noch deutlich mehr Betten. Was geht denn ab? Ist das hier eine Bettenkammer oder was? Oder wohnen hier Bettler? Ich fand ihn gut. So. Ja, und somit guten Tag, ihr Leid. Wir spielen The Legend of Link Echoes of Wisdom. Und wir legen mal los. Scheinbar sind wir der titelgebende Link. Ich habe ein Schwert und einen Bogen mit unendlich Muni. Das ist immer geil. Bomben habe ich auch unendlich. Ist ja Wahnsinn. Na, so lässt dich leben. So, dann gehen wir mal hier. Ich kann den rechten Stick bewegen zum Umgucken. Mein Gott, ist das ein geiles Zelda. Ich meine natürlich ein geiles Link-Spiel. Entschuldigung. So. Komm her, Schurke. Ding kann ich auch. Diese Technik heutzutage. Okay, da geht's nicht weiter. Was kann ich jetzt sonst? Blocken? Ah, alles klar. Hör sie auf, mich zu hauen zu wollen. Das geht ja gar nicht. Also bis auf den Spring-Button, dass der jetzt automatisch, dass man automatisch springen kann, ohne die Greifenfeder. Steuert sich das irgendwie? Wie der geistige Vorgänger quasi, oder der, auf dem das Spiel basiert. Ihr werdet das schon gesehen haben. Link's Awakening für die Switch. Darauf basiert das Spiel. Also die Spiel-Engine. Ist ja wohl unübersehbar. Jawohl, geschnetzelt. Hey, hört auf. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber hört einfach damit auf. Sehr schön. Ich frage mich, für was wir so viele Herzen brauchen. Ich bin doch ein mega Pisten. Und man hat gleich das Kraftarmband. Sehr gut. Sitzt ab. Soll ich die vielleicht ins Bogen schießen? Ne, da kriege ich sogar. Hüpfen und dich. Komm halt mal hierher. Hab ich dich. Du Fridolin. Anvisieren mit ZL. Das ist nicht anvisieren. Oh, doch, das ist anvisieren. Ah, haha. Das ist krass, hey. Okay, das ist deutlich erweiterter. Ich muss natürlich gucken, ob da unten was ist. Deutlich erweiterter als die Neuauflage von Link's Awakening. So, kann ich da irgendwie... Komme ich denn da hoch? Ach so, Mann, ich bin aber auch schlau. Ich gehe mal aus, so. Dann darüber. Aha! Mann, was bin ich schlau. So. Und hier wieder meine neuen Lieblingsgegner. Ey, das ist voll so billig, wenn man die anvisieren kann. Ist das easy. Oha, der braucht ein paar. Hey, gell? Vorsichtig hier.
Na, jetzt guckst du blöde, hä? So, ich hab schon Herz verloren. Herz verloren, Herz gefunden. Sehr schön. Also, das hier ist noch der Prolog zu dem Spiel, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Also, wir werden wohl nicht die ganze Zeit mit Link spielen. Ich habe mir hier ein kleines Späßchen erlaubt mit The Legend of Link. Auch wenn es nicht das erste Spiel ist, wo man Zelda steuert, also wo Zelda in der Hauptrolle ist. Es ist aber das erste Spiel auf einer Nintendo-Konsole, wo Zelda in der Hauptrolle ist. Deshalb habe ich mir dieses kleine Späßchen erlaubt mit The Legend of Link. Mal gucken, vielleicht für die nächsten Folgen werde ich es vielleicht abändern, aber ich finde es eigentlich witzig. So, dann hätten wir hier Ganondorf in seiner Schweineform. Du schon wieder? Ja, ich schon wieder. Nerviger Wicht. Was soll denn das? Obwohl, dieses Mal kommst du genau richtig. So kannst du der Prinzessin im Jenseits Gesellschaft leisten. Als ob. Genau. Mach dich nackig, Link. Gibt's gleich einen Endkampf oder was? Ui. Tatsächlich. Hast du gedacht, hä? Nix da. Ey, der haut aber ordentlich rein, hey. Hör auf zu blären und stirb. Ach komm, als ob. Obala. Das habe ich schon mal deutlich besser hingekriegt. Ernsthaft jetzt. Oh. Der wollte mich gerade hauen, habt ihr gesehen? Sprungattacke. Zack, 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 zack. Stirb. Du Unhold. Oder so. Wo bin ich denn? Ich kann mich gar nicht bewegen, kann ich mich nicht. Was ist das schon wieder? Ja, das kannst du mal vergessen. Diesmal bleibe ich in Bewegung. Ich bin nämlich schlau. Sprungattacke. Keine Ahnung, Sprungattacke was bringt. Haha. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben gerade The Legend of Link durchgespielt. Sehr schön. Da freuen wir uns alle. Ganondorf ist besiegt, definitiv. Der wird auch nie mehr wiederkommen. Er hat jetzt eingesehen, dass er für seine Missetaten jetzt büßen muss. Und deshalb löst er sich in lila Nebel auf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade laber. So, da ist sie, die Gute. Dann retten wir sie. Zack, Spiel beendet. Alles gut. Was ist das für ein Move? Ich mach das nie mit dem. Tja. Da geht er down. Ja, Mädel. Achso. Hallo. Tja. Also, natürlich wollte ich gleich da reinhüpfen. Oh, kann ich auch schweben, so wie... Nein. Okay. Hallo Mütze. Ah, du hast die Kapuze des Schwertkämpfers erhalten. Diese Kapuze hat der grün gewandete Schwertkämpfer zurückgelassen. Damit kannst du dein Gesicht beinahe vollständig verbergen. Ach, so hässlich ist es jetzt auch wieder nicht, dass man es vollständig verbergen müsste. Vielleicht sollte ich hier weggehen. Hätte mir früher einfallen können. Wie jetzt? Ich habe auch andere Freunde, die das Spiel spielen, merke ich gerade. So, also ich glaube, was mir das Spiel gerade sagen wollte, ist, da nicht reinhüpfen. Also da. Guck, so. So sollst du nicht reinhüpfen. Oh weh. Oh weh. Ja, ich renn ja schon. Ich renn ja, yeah. Nix springen. Oh weh, oh weh, oh weh. Gleich mal eine Flugsequenz. Mag ich ja.
Ja, das wird aber eng hier. Das ist ernsthaft. So kann ich eigentlich nicht... Rennen, hüpf. Ah. Mädel, steh auf. Oh. Wieso bleibst du jetzt da stehen? Also ich würde nicht den Rücken zutreten. Alles irgendwie hier sehr mysteriös gerade. Boah. Parallax-Scrolling. Wie habe ich es vermisst? Schön. Hier ist gleich mal eine Höhle, die man freisprengen könnte. Na, wenn das nicht ein Money-Shot gerade ist. So. Ja, hi. Ja, hi. Alles klar? Ich bin's, die Zelda. Bring mich mal in das Schloss da hinne. Aber, Papa. Guck mal, der eine, der rechts da, der nimmt seine Arbeit sehr genau. Der andere latscht einfach nur vorne her. Oh, das breitet sich doch weiter aus. Ich dachte, das geht draußen nicht oder so. Keine Ahnung, dass es Angst hat vor freiem Himmel. Weiß nicht. Vielleicht war es irgendwie ein Zimmerloch. Wie bei einer Zimmerkatze, die nie aus dem Haus rausgekommen ist, wenn es dann das erste Mal rausgeht, wo sie sich dann so ganz, also plötzlich keine Decke mehr überm Kopf und dann machen sie sich immer ganz flach und es ist ganz komisch hier. Ja. Was für eine Freude. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Geht es euch gut? Seid ihr auch nicht verletzt? Ganze 7 Tage wart ihr verschollen, was? Achso, wo wir in dem Kristall wahrscheinlich drin waren. Kaum noch jemand rechnete mit eurer Rückkehr. Die Soldaten haben fieberhaft gesucht, aber nichts gefunden. Wir waren überzeugt, ihr wärt weggezaubert worden. Ich doch nicht. Oh, guck mal. Yippie, Prinzessin Zelda! Spiel mit mir, spiel mit mir. Geht gerade nicht. Jetzt klafft schon mitten in der Stadt ein Riss, aber wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Mitten in der Stadt ist auch so ein Riss. Jetzt machen die hier so einen Aufriss. Euer Hoheit. Heißt das nicht eure Hoheit? Egal. Ich möchte euch auch noch einmal ganz offiziell zu Hause willkommen heißen. Ach, Dankeschön. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Ich habe König gesagt, damit sich meine Freundin nicht ereifert über meine Aussprache. Wenn er euch wohlbehalten sieht, wird er außer sich sein vor Glück. Ja, das will ich doch hoffen. So, kann ich mit euch... Jesus, ne. Uiuiuiui. Holla. Junge, das ist ja keine Framerate gerade, das ist ja hier... Also ich kann raten, ob die... Ist egal. Schon mal kaum in Worte zu fassen, wie wundervoll es ist, euch wieder unter uns zu wissen, euer Hoheit. Wir hatten alle schon befürchtet, ihr wäret weggezaubert worden. Ja, lass uns spielen. Nee, geht nicht. Wer bist du? Bitte geh nicht wieder weg. Ja, mal gucken. Mit eurer sicheren Rückkehr ist mir wahrlich ein Stein vom Herzen gefallen. Ich werde dieser finsteren Kreatur niemals verzeihen, die euch verschleppt hat. Niemals! Ganondorf hat uns schon wieder verschleppt. Ja. So. Mal ein bisschen was zum Spiel. Keine Ahnung, ich meine, es ist Zelda. Es ist Zelda von denselben Entwicklern, die auch das vorherige Zelda für die Switch, also nicht der Nachfolger von Breath of the Wild, dessen Namen ich immer vergesse, sondern die Neuauflage von Link's Awakening gemacht haben. Das ist vom selben Entwickler. Leider auch mit demselben Geruckel, wie ich gerade sehe. Na, hopp, komm. Das ist jetzt das geringste Problem. Ich gehe jetzt noch nicht mich in der Stadt umgucken. Ja, ein bisschen vielleicht. Komm, in das Haus gehen wir zumindest rein. Wir müssen ein bisschen hier. Ach, guck mal da ist die Bäckchen-Oma. Hallo. Ja. Ach, wie wundervoll es ist, euch wieder unversehrt unter uns zu wissen. Die werte Impa war nach eurer Entführung ganz außer sich vor Sorge. Sie dürfte sich zurzeit im Schloss aufhalten. Bitte tut ihr den Gefallen und sucht sie bald auf. Alles klar, Bäckchen-Oma, mach mal. So, wir gehen jetzt einfach mal direkt zum Schloss, mehr oder weniger. Die haben sich gerade ein bisschen verteilt. Ich glaube, hier werden wir noch genug Zeit haben, uns umzugucken. Guck mal, sogar der Wetterhahn ist hier. Wieso kann ich denn da nichts lesen? Wer bist denn du eigentlich? Was für ein Glück, dass ihr zurück seid. Ja, danke. Alles klar, ich gehe ja schon ins Schloss. Hört auf, mich zu nerven. Und ihr?
Alles klar bei dir? Prinzessin, ich werd nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, was für Sorgen ich mir gemacht habe? Der König erwartet euch im Thronsaal. Und du da? Ja. Wir haben auf der Suche nach euch das ganze Königreich auf den Kopf gestellt, doch ohne Erfolg. Ich bin so froh, dass ihr wohlbehalten zurückgekehrt seid. Ja, danke. Da war ein grauer Hund. So, wieso leuchte ich denn so? Mein lieber Mann, achso, weil da Licht ist. Dann gucken wir mal. Ich habe da was gesehen. Und zwar Töpfe. Aufpasse. So. Das finde ich aber lustig, dass sie drauf reagieren. Das haben sie früher beim Gameboy nicht gemacht. Ich würde es ihm gerne direkt auf die Banatzel werfen. Geht aber nicht. Na gucken, ich bin ja die Prinzessin. Ich darf ja wohl Töpfe auf meine Untergebenen werfen. Das ist ja wohl das Mindeste, was man... Ahaha, Volltreffer. Was man machen können muss als Prinzessin. Ich meine, sonst ist es ja langweilig. Hat man ja nichts zu tun. So. Jetzt sag mir nicht, dass du Impa bist. Alter, du bist Impa. Alte, du bist Impa. Willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich euch nicht beschützen konnte. Ey, so wie deine Hand zittert, kannst du nicht mal deinen Gehstock beschützen. Ich meine ja nur. Nachdem überall diese Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Hyrule Stadt zutiefst beunruhigt. Nun, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich neuen Mut fassen. Und ihr seid ganz allein zu uns zurückgekehrt? Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Naja, was heißt ganz allein? Also der Großteil vom Weg hab ich 2 Soldaten dabei gehabt. Ach so, also Schloss abgehauen. Ja, das bin ich alleine. Ja. So, was rede ich da? Vor lauter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr solltet euren Vater nicht länger warten lassen. Ich bereite derweil schon mal ein schönes, warmes Bad für euch vor. Oh ja. Aber ohne Blubberblasen, die will ich selbst reinfurzen. Ach, guck mal, mein Vater ist ganz voller Sorge. Vater, wo bin ich? Jetzt auch noch bayerisch, und zwar schlecht. Prinzessin Zelda, ich bin überglücklich, euch zu sehen. Das ist der General Dex, der General, sorry. Ministerin Sinistra. Oha, das ist bestimmt ein Bösewicht, wenn die schon... Ah, die heißt gar nicht Sinistra, egal. Ich sage jetzt schon, die ist dran schuld. Mindestens. Prinzessin, wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Gleichzeitig gereicht es uns, euren ergebenen Dienern, zur größten Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Junge, ihr redet aber hochgestochen. Ministerin Sinistra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht zur Hilfe eilen konnten. Genau. General Dex, Ministerin Sinistra. Euer Pflichtbewusstsein ehrt euch. Aber nun sollte erst einmal die Freude über die Rückkehr meiner Tochter im Vordergrund stehen. Junge, der hat eine Knolle im Gesicht wie ich, hey, Wahnsinn. Geliebte Zelda, komm zu mir, damit ich dich richtig sehen kann. Sorry, aber irgendwie wird sofort mein... Oh man, du bist doch... Aber der ist schon der Richtige, oder? Ich ziehe ihm einfach ein bisschen am Bart. Kann ich sehen, ob er der Richtige ist. Wie geht es dir? Bist du wirklich ganz und gar unverletzt? Ach, was bin ich froh. Zieh ihm am Bart. Nun erzähl uns bitte, was in aller Welt dir zugestoßen ist. Ja, da war so und so und überhaupt und sowieso. Ein blaues Ungeheuer hatte dich entführt, aber da kam ein grün gewandeter Schwertkämpfer und hat dich gerettet? Ist das die Wahrheit? Hey, willst du etwa damit sagen, dass ich lüge? Doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer wurde daraufhin von einem Riss verschluckt? Was für ein tragisches Ereignis. Er hat dir das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Wenn er von einem Riss verschluckt wurde, dann heißt das wohl, dass er auch weggezaubert wurde. Fürwahr. Man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. Weggezaubert? So nennt das Volk es doch, wenn jemand plötzlich verschwindet, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. Ey, das stimmt sogar in diesem Falle wirklich. So ist es. Dieses beängstigende Phänomen plagt unser schönes Reich leider beharrlich. Schon seit alter Zeit geraten regelmäßig Kinder in einen Riss und tauchen nie wieder auf. Ich dachte, Kinder kommen aus einem Riss. Da tauchen die erstmal auf. Ach so. Sorry. War gerade etwas in Gedanken. Daher schärfen wir ihnen von klein auf ein, sich davor zu hüten, weggezaubert zu werden. Das ist generell, das hat meine Mutter mir auch beigebracht. Wenn du über die Straße gehst, erst nach links gucken, dann nach rechts, dann
wieder nach links und dabei in die Mitte gehen, dann wieder nach rechts gucken und drüber gehen und aufpassen, dass ich nicht weggezaubert werde. Genauso die Reihenfolge war das. Doch bisher konnte nichts verhindern, dass immer wieder jemand diesem Phänomen zum Opfer fällt. Zurück bleibt der hohle Schmerz der Hinterbliebenen. Ach komm, mir kommen gleich die Tränen hier. In letzter Zeit erreichen uns aus allen Regionen Berichte über weggezauberte Personen. Und es hat sich gereimt. Ja, und es betrifft nicht mehr nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Was steckt nur dahinter? Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesem grün gewandeten Schwertkämpfer aufnehmen. Euer Majestät! Wer kommt denn da? Was stammelst du herum? Nun sag schon, was geschehen ist. Hi, hi. Es ist schrecklich. Die Risse scheinen gerade an verschiedenen Stellen größtes Unheil anzurichten. Hä? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten, ja? Jawohl. Okay. Nein, nicht die Brillenfrau. Das war meine Lieblingsfigur. Auch wenn ich sie erst seit einer halben Millisekunde kenne. Oh, was ist denn das? Nee, das ist nix. Das ist nicht gut. Im Sudelia-Dorf wurde jemand am helllichten Tag von einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Monster. Besorgniserregend. Es erfordert sofortiges Handeln. Lasst sämtliche Soldaten antreten. Sie sollen sich schnellstmöglich zum Ausrücken bereit machen. Jawohl. Da rennt der Rentner. General Dex, Ministerin Sinstra, ohne zweites I. Euer Majestät. Sinstra, setze deine Nachforschungen zur Natur der Risse fort. Wir müssen einen Weg finden, die Verschwundenen zu retten. In Ordnung. Dex, du kümmerst dich um die neu aufgetauchten Monster. Triff alle Vorkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl. Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Risse ergründen und all unsere Untertanen sicher zurückbringen. Genau. Kollege. Hoffe ich, sah das jetzt nicht doof aus. Halt dich raus. Oh, jetzt sehe ich jetzt erst. Nein, jetzt sind sie. Oh. Hä? Moment, wieso werden die grau? Versteinern die auch noch? Wie ein Link Between Worlds? Ne, der wurde nicht versteinert, der wurde so verbildert, glaube ich. Was ist denn? Okay, ich glaube, dem brauche ich nicht am Bart zu ziehen. Das erkenne ich, das ist mein Vater. Wachen! Bringt sie in den Kerker. Was? Wie bitte? Die Prinzessin? Zelda, mein eigen Fleisch und Blut, hat diesen Riss geöffnet. Wer über eine derart gefährliche Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Ich würde meinen eigenen Augen nicht trauen, aber General Dex und Ministerin Sinstra haben es auch gesehen. Jawohl, ja. Nun steht nicht herum, nehmt sie sofort in Arrest. Jawohl, zu Befehl. Tja, die müssen halt leider machen, was der König sagt. Okay, ja, aber jetzt... Am Anfang dachte ich, ja, okay, die haben einfach rote Augen, kein Problem. Die kann ich mal gut auseinanderhalten. Ja, aber nee, wenn das bei anderen auch so passiert und die dann am Ende keine roten Augen mehr haben. Warum mussten die Prinzessin in den Kerker? Was denkt der König sich dabei? Hast du nicht gehört? Der Riss im Thronsaal, den soll Prinzessin Zelda geöffnet haben. Was? Du machst Witze. Dann ist sie wohl auch für die restlichen Risse verantwortlich? Solange sie lebt, bleiben die Risse bestehen. Ich habe gehört, der König erwägt sogar, sie hinrichten zu lassen, um das Reich zu bewahren. Die Prinzessin aufs Schafott? Das darf doch alles nicht wahr sein. Hey, sag mal, was ist denn das für ein düsteres Zelda? Also, holla, da geht's ja mal gleich rund. Ja. Das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Spiel vorbei. Ach nee, doch nicht. Habt ihr Glück gehabt. Da, ein Hoffnungsschimmer. Hey, Hoffnungsschimmer, komm mal hierher, ich kann dich gerade gebrauchen. Ein großer Hoffnungsschimmer. Huch, was bist denn du für ein komisches Vieh?
Kannst du mich sehen? Ja, kann ich. Aber warum? Mein Name lautet Tri. Oh, das ist ein schöner Name. Den finde ich gut. Also so wie in Monster Hunter Tri. Bestes Monster Hunter. Kann ich nur empfehlen. Und nein, ich meine nicht 3 Ultimate. Ich meine Tri. Ich wurde auch von diesem blauen Ungeheuer geschnappt. Seitdem bin ich in deiner Nähe. Was? Deshalb bin ich dir auch in dieses Schloss gefolgt. Sagst du mir deinen Namen? Hallo, ich heiße... Wer kennt ihn nicht? Und das da ist meine Freundin, die heißt... Okay, alles klar. Wenn du hier bleibst, ist dein Leben in Gefahr. Habe ich auch gerade mitgekriegt. Diese Person, die dich hat einsperren lassen, dieser König. Nick. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, bereitet alles für die Hinrichtung vor. Das musste ich dir sofort mitteilen, Zelda. Der Riss hat den König und seine Berater verschluckt und dafür kamen 3 andere heraus. Jo, haben wir mitgeredet. Wie, Zelda? Du hattest auch bemerkt, dass mit denen irgendwas nicht stimmte? Doppelgänger nennt ihr so etwas? Ein interessantes Wort. Jedenfalls ist es hier zu gefährlich für dich, Zelda. Oh. Wir müssen die Verschwundenen aus dem Riss retten und die Wahrheit aufdecken. Wer in einem Riss steckt, kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Oh ja. Das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Aber wenn wir beide zusammen in den Riss gehen, können wir es mit vereinten Kräften vielleicht schaffen. Also das habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich merke es mir. Im Moment hat deine Sicherheit jedoch erst einmal Vorrang. Zelda, lass uns zusammen von hier verschwinden. Ja, lass uns mal. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht so einfach für mich sein. Ja. Hm? Wie, du kommst hier nicht durch? Na, das macht's natürlich schwieriger. Dann leihe ich dir meine Kraft. Oh ja, mach mal. Ich will aber nicht so einen Placker auf dem Au haben wie du. Das sieht nämlich doof aus. Was gibt's? Das ist aber kein Geschlechtsteil, oder? Junge, wenn das Ding glitschig ist. Ich hau dich damit. Du hast den Tri-Stab ausgeliehen bekommen. Die Farben dieses Stabs ähneln Tri. Achso, der Person, also dem Dings. Es strahlt eine sanfte Wärme aus. Bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht wirklich ein... Also... Jetzt sag mir nicht, dass es ein Teil von Tri ist. Also von... Naja. Okay, also... Ich werde ihn nehmen und ich werde ihn rumfuchteln, aber ich werde nicht dran reiben. Wenn ich mir etwas in dieser Welt merke, kann ich Echos davon erschaffen. Ich weiß nicht, was genau du benötigst, aber ich bin sicher, meine Kraft wird dir nützlich sein. Wenn du etwas glitzern siehst, drücke ZR. Okay. Ich will aber das da. Die hat gerade so lustige Geräusche gemacht. Okay. So. Tisch. Tisch gemerkt. Ja, das ist ein Tisch. Ich nenne ihn Tisch mit ohne C. Also Tisch. So kannst du dir ein Objekt merken. Danach kannst du mit Hilfe von Y ein Echo davon erschaffen. Zeig ich mal her. Oh, tatsächlich. Knurke. Das hat geklappt. Sehr gut. Auf diese Weise erschaffene Dinge nennen wir Echos. Ja, das ist mir auch schon klar geworden. Wenn du ein Echo verschwinden lassen willst, dann drück in seiner Nähe ZR. Um alle Echos auf einmal verschwinden zu lassen, halte ZR gedrückt. Merke dir mit Hilfe von ZR Dinge und erschaffe mit Y Echos von ihnen. Wie viele du gleichzeitig erschaffen kannst, hängt von der Anzahl an Tris ab. Drücke vor einem Echo ZR, um es wieder zu tilgen. Halte ZR gedrückt, um alle aktiven Echos verschwinden zu lassen. Ockeli dockeli. Weg mit dir. So, jetzt pass auf. Abracadabra. Mann, bin ich eine Gurke. Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Ach so. Zack. Haha. Jawohl, Rätsel gelöst. Sehr gut, jetzt kommst du hier raus. Dann lass uns gehen. Ja, dann lassen wir uns mal gehen. Natürlich gucke ich mich vorher noch um. Ja, aber das hier kann ich nicht... Ah, ne, es geht ja nur... Was ist denn das eigentlich?
So. Sind Wachen, da gehen wir nicht hin. Da gehen wir lieber da raus. Ja, die Musik gefällt mir. Dieses... Das Glitzer. Oh, das ist eine Ratte. Nee, eine Maus. Eine Matte. Eine Raus. Keine Ahnung. Eins von allem wird es sein. Ja, dann. Achso, nee, das geht nicht. Kann ich da jetzt einfach noch eins drauf machen? Aber jetzt komme ich selbst nicht mehr hin. Ah, doch, so. Aha. So, nu. So, jetzt können wir eine Kiste machen. Eine Kiste ist 2 Tische hoch. Lexikon öffnen. Komm, wir öffnen mal das Lexikon. Holzkiste. Große Kiste aus dünnen Holzbrettern. Sie ist leer und damit leicht genug, um im Wasser nicht unterzugehen. Interessant. Flacher kleiner Tisch. Stabil genug, um darauf herumzutanzen. Schön. Hier kann ich noch nichts anderes machen. Okay. Wenn du rechts gedrückt hältst, siehst du alle Echos, die du dir bislang bemerkt hast. Mit Hilfe von rechten Stick deine Auswahl, also triff deine Auswahl und lasse rechts dann los, um das erschaffene Echo zu wechseln. Okay. Alles klar. Sortieren kann man mit Y, am häufigsten verwendet, zuletzt gemerkt, nach Kosten, nach Typ, zuletzt ausgewählt. Okay, alles klar. Also da komme ich nicht hoch. Die da laufen im Kreis. Pass auf. Pass auf. Meine Idee ist folgende. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Also, ich mache hier eine Kiste hin. Ne? Dann mache ich hier oben einen Tisch hin. Hüpf dann da drauf. So. Und jetzt kommt's. Ich bin ja nämlich... Also, ich habe ja vorhin schon gezeigt, dass man auf Untertan im besten Falle Töpfe schmeißt. Ich habe gelogen, man schmeißt Kisten auf sie. Oh, hat nicht gereicht. Machen wir noch einen, oder? Das hat seltsamerweise sehr gut geklappt. Sag mal, okay, der hat halt einen Helm auf. Aber trotzdem, könnte er nicht irgendwie mal so langsam benommen sein? Was ist denn da los? Junge. Also ich weiß nicht, wie viel du verdienst, aber du verdienst zu wenig. Wer so viel aushält, der verdient deutlich mehr. So. Aber ich habe jetzt zumindest gelernt, dass man die nicht K.O. hauen kann mit Kisten. So, jetzt pass auf, ich muss jetzt nochmal gucken. Ach, das ist... Ja, okay. Das war dieses Dingense da. So, da muss ein Tisch hin. Aber was will ich denn machen? Ach so, da hochhüpfen. Ja, das könnte man natürlich... Sehen die mich? Wenn ich da jetzt stehe? Ah! Hilfe! Hilfe! Geh weg! Ja. Schade. Ja, das war ja schon mal nicht so gut. Okay. Prinzessin Zelda, wie seid ihr aus eurer Zelle gekommen? Der König hat eure Inhaftierung verfügt, also macht uns bitte keinen Ärger. Nein, ich doch nicht. Ja, das lief ja schon mal nicht so gut. Hopp. So. Ich gehe jetzt da mal ein bisschen gucken. Also da werden wir wahrscheinlich gar nicht vorbeikommen. Da leuchtet auch nichts. Ich bin doch in der Zelle! Brauchst nicht zu gucken. Guck, wie ich in meiner Zelle bin. Der hat's geglaubt. So. Also, der Raum mit meiner Lieblingsmusik. So. So. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, Mann, der stellt sich aber blöde dran. Und dann würde ich sagen, nee, ich stelle mich nicht blöde dran. Und würde euch anlügen. Eigentlich wollte ich sowas sagen wie, das mache ich extra. Kann ich dann noch einen drauf machen? Nein, 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 da oben. Nein, 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 da oben drauf setzen. Hm.
Also ich dachte eigentlich eher... Pass auf. Also den da vorne braucht man nicht mehr. Nicht alle, ich bin doch... Nun ja. Also. Tisch. Nein, nicht dahin. Das ist aber irgendwie hier ein bisschen hakelig hier. Mach doch einfach da einen Tisch hin. Genau. So. Dann hätte ich gerne da hinten eine Box. Geht nicht so gut. Wieso geht das nicht? Achso, weil ich falsche Taste drücke. So, da hätte ich gerne noch eine Box. So, guti, guti. Und jetzt wieder ein Tisch. Den Tisch dahin. Und jetzt da drauf. Und, das reicht noch gar nicht. Ich bin jetzt schon am Verzweifeln hier. Also, ja, das Spiel wird wohl eher knobellastiger sein. Nicht ganz so viel Action wie normale Zelden. Kann ich das, wenn ich das heben kann ich das auch wieder ablegen? Ja, kann ich. Sehr gut. Nein. Ist keiner hier? Ich bin blöd. Nee, ernsthaft, jetzt ist keiner da. Ihr braucht nicht zu gucken. Ihr könnt wieder zurückgehen. Du auch. Okay. Was mir an Wissen mangelt, habe ich an Überredungskunst, merke ich gerade. Eigentlich wollte ich den also hochheben. Und dann mit B, mit B ablegen. Quasi so. Hier kann ich nicht ablegen. Okay, das geht nicht. Ja, ja. Wir machen noch dahin. Achso, da stehe ich. So. Nun. Mir fällt eben gerade auf, also jetzt mal so, Mann, ich gehe das ganz falsch an. Ich versuche ja jetzt da daneben drauf zu kommen. Ja, aber was bringt mir das? Ich meine, dann bin ich da oben. Ich kann ja nur 1 Meter weit hüpfen. Dann hüpfe ich da runter. Sehen die mich, wenn ich da oben drauf... Ich habe gerade eine andere Idee gekriegt. Kann ich das da nicht hochheben? Nee, ich kann es auch verschwinden lassen. Meine andere Idee sieht nämlich folgendermaßen aus. Guck. Hier sieht mich ja keiner, ne? So, der kommt schon mal nicht mehr da raus. Und jetzt sperre ich den da ein, guck. Zack, gefangen. Hahaha. So, jetzt habe ich meine Ruhe. Jetzt könnte ich ihn irgendwas an den Kopf schmeißen. Ich hätte gern da oben so ein Fass. Hinten reden die Leute. Was mache ich jetzt aber da? Ich schleiche mich vorbei oder nicht? Apropos, mir ist letztens ein Krug zu Bruch gegangen. Das hat General Dex gehört und ist sofort herbeigestürmt. Aber ja, der hat ja bestimmt den Kopf gewaschen. Nö, ich habe ganz schnell noch einen Krug in die andere Ecke des Raumes geworfen. Der Krach hat ihn auf die falsche Fährte geführt. Tja, General Dex ist manchmal echt nicht der hellste. Das ist eine Leiter. Da hinten sind Krüge. Moment, ich kann da jetzt da drüber gehen, ja? Hier, Maus. Guck mal hier, bleib hier, Maus. Ich wollte dich gerade kopieren. So, Schlosskrug gemerkt. Was kann der? Formschöner Krug aus Schloss Hyrule. Das Werk eines Meistertöpfers. Ja, was kann man damit machen, außer so... Ach so, Krüge. Okay. Das würde ja bedeuten, ich nehm mal den hier und schmeiß den mal einfach dahin. Hab ich gut gemacht, gell? Ich bin nämlich schlau. Okay, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ich könnte natürlich...
Ey, ich hab das noch nicht so drauf. Ich dachte so, ich könnte jetzt einen Topf von da drüben nehmen. Ich könnte aber auch einfach einen bauen. Mit dem richtigen Knopf im besten Falle. Geh du mal gucken, Kollege. Sehr schön. Uha, wir haben es rausgeschafft. Oh, was ist denn das? Ist das ein Einhorn? Das ist aber... Okay, ein bisschen pummeliges Einhorn. Macht nichts. Kann ich hier denn nichts kopieren? Guck mal, da liegt... Ich weiß nicht mehr, was das sein soll, aber da liegt was. Das ist Impa. Oh, Euer Hoheit. Es ist schön, euch wohlbehalten zu sehen. Lasst euch ansehen, ihr seid doch unverletzt? Ich weiß wirklich nicht, was mit seiner Majestät los ist, euch zu verdächtigen. Warum solltet ihr denn für die Risse verantwortlich sein? Was für ein blühender Blödsinn. Was, der jetzige König ist ein Doppelgänger? Ebenso wie der General und die Ministerin? Und jemand namens Tri hat euch geholfen und euch einen Tri-Stab geschenkt? Das sieht aber sehr nach einem Geschlechtsteil aus. Das hat sie gedacht. Ich kann Gedanken lesen von Impa. Also sie kann Tri ja gar nicht sehen, gell? Zelda hat die Kräfte des Stabs sogar schon nahezu perfekt gemeistert. Mhm. Hä? Ah, ich kann ja nicht sehen, habe ich ja gesagt. Ja, was sagt mir, Euer Hoheit? Wo befindet sich dieser Tri denn jetzt im Moment? Ich sehe hier niemanden bei euch. Voll auf die Nase gepupst. Guck doch mal, sogar einen Schatten wirft sie. Wenn es auch ein seltsamer Schatten ist. Wieso werfen denn die Dreiecke runde Schatten? Naja. Anscheinend kannst nur du mich sehen, Zelda. So. Was es nicht alles für wunderliche Dinge auf dieser Welt gibt. An einer Sache ist und bleibt jedenfalls nichts zu rütteln. Ich stehe treu an eurer Seite. Es entspricht leider der Wahrheit, dass der König eure Hinrichtung erwägt. Ihr müsst das Schloss auf der Stelle verlassen. In dieser Kleidung fallt ihr jedem sofort auf, also zieht bitte diese Kluft an, die ich euch mitgebracht habe. Oha, was ragt denn da aus eurem Beutel? Ach so, das ist also die Kapuze des tapferen Schwertkämpfers, der euch gerettet hat? Sie hat genau die richtige Größe, damit könntet ihr auch noch euer Antlitz verbergen. Dann schnell, zieht beides an, bevor noch jemand hier aufkreuzt. Warte, ich bedecke meine Augen. Oh. Achso, brauche ich gar nicht. Sicher. Gentleman wie ich bin, hätte ich natürlich jetzt mich rumgedreht, so wie Impa das macht. Ah, fesch, ja doch. Passt. Also, es könnte etwas dunkler sein, das Hemd, was er anhat. Dann wird es besser zu dem dunkelblauen passen, aber ich will mal nicht zu sehr motzen. Also, du hast die Inkognito-Kleidung erhalten. Sie dient als Verkleidung und bietet größte Bewegungsfreiheit. Riecht nach Mottenkugeln. Drücke R, um eine schnelle Drehung auszuführen. Dann mache ich eine Pirouette. Was will ich damit? Ja, darin solltet ihr euch etwas freier bewegen können. Die Prinzessin ist ausgebrochen. Sucht sie! Oh. Oh je, man ist so auf den Fersen. Überlass das mir. Willst du jetzt zu Tode langweilen oder was? Impa, du warst auch schon mal fitter. Ja. Werte Impa, wer ist das dort hinter euch? Doch nicht etwa Prinzessin Zelda? Wenn ja, übergebt sie bitte sofort in unsere Obhut. Ich soll sie an euch ausliefern? Diese Bitte kann ich euch nicht gewähren. Holla, die Alte hat noch Saft in den Knochen. Hahaha. Nehmt das hier, Euer Hoheit. Was hat sie denn Feines? Impa hat ihr ein Notizbuch gegeben. Aha. Zwischen den Seiten steckt auch eine Karte. Yay. Okay. Also einfach nach Süden. Bitte begebt euch zu dem Haus, das mit markiert ist. Wenn ihr dort meinen Namen nennt, wird man euch helfen. Ach, ist das Kokiri oder was? Da ist sie! Oh weh, jetzt aber schnell. In dieser Richtung gibt es einen Schleichweg aus dem Schloss. Nutzt ihn für eure Flucht. Euer Hoheit! Auf ein baldiges Wiedersehen. Aber jetzt muss er nochmal hier ordentlich Action machen, glaube ich. So. Die mysteriösen Risse. Das Ziel ist da. Oh, guck mal hier, ich kann Bäume machen. Ja, dann mache ich mir doch mal einen Baum. Topfpflanze gemerkt. So, Lexikon öffnen.
Steht so gut im Saft und Kraft, dass sie das Gewicht einer Person aushält. Also das ist noch höher als eine Kiste. Okay, Tisch, Kiste, Baum. Alles klar. Ich gehe mal oben rum. Das scheint das Spiel wohl zu wollen. Ja, dann machen wir doch mal ein paar dahin, oder? Wupp. Wupp. Ah, war richtig. Okay, das war... Da unten ist ein Bett. Ja, so ein Bett kann man natürlich immer gebrauchen. Altes Bett gemerkt. Altes Bett mit schäbigem Bettzeug. Je nach Müdigkeit dennoch einladend. Oh ja. Gibt's eigentlich in den Töpfen irgendwas? Scheint nicht so. Da oben sind noch deutlich mehr Betten. Was geht denn ab? Ist das hier eine Bettenkammer oder was? Oder wohnen hier Bettler? Ich fand ihn gut. So. Moment. Ich glaube, das Spiel will mir irgendetwas sagen. Ich weiß nur nicht was. Nein, ich weiß schon was. Pass auf. Tisch. So als kleine Gehhilfe. Da oben ist ein Ausgang. Okay. Ausruhen. Ja, okay. Ich glaube, es will mir eher sowas sagen wie... Mach doch da mal ein Bett hin. Na, das war nix. Ich würde es gern... Ja, ich würde es halt gerne... Das geht so nicht, schade. Ich würde es halt gerne so hochkant machen, weißt du? So hochkant, dass ich da halt hoch kann. Wenn ich da jetzt... Ja, komm. Na, das war nix. Nein, nicht. Das war eine dumme Idee. Okay, pass auf. Also, da hinstellen, Bett machen. Da hinstellen, Bett. Das hat ja schon mal nicht so gut geklappt hier. Aber ihr wisst, was ich vorhabe, hoffe ich doch. Das geht nicht. Ach, ein Bett. Ja, okay, wenn ich jetzt aber noch was mache, dann ist das untere wieder weg. Ist das richtig? Ja, super. Ja, das ist nicht so Sinn der Sache. Also muss ich gucken, dass ich hier hochkomme. Pass auf. Also, Moment, das geht ja noch einfacher. Also, Trick 17 mit Selbstveräpplung, beziehungsweise Selbstvertopfpflanzung. Topfpflanze. Voilà. Topfpflanze. Rüberhüpfen. Das haben wir hier schon mal. Kann ich die auch nehmen? Nee. So, das sollte jetzt deutlich besser gehen mit den Betten hier. Ja, Moment, so ungefähr. Bett. Bett. Okay, das war nicht so gut. Egal. Kriegen wir hin. Dann machen wir hier ein kleines Höckerchen, damit ich in mein Bett komme. So, Problem gelöst. Sehr gut. Wo sind wir denn jetzt? Irgendwo außerhalb vom Garten. Pirouette. Hui. Ja, schön. Kann ich auch in der Luft machen? Ja, kann ich. Ah, oh, das ist schön. Geld. 5 Rubine. 5 Rubine erhalten. Eine schöne Handvoll. Kommt drauf an. Wenn du ein amerikanischer Comic bist, dann hast du nur 4. Ein amerikanischer Zeichentrickfilm, so rum. 1 Rubin erhalten. Wer den nicht ehrt, ist die 5 nicht wert. Ja, ich habe schon gesehen, dass man da in den Brunnen rein kann. Ich will nur noch ein bisschen pirouettieren. Nennt man das im Fachjargon. Hui. Okay, schwimmen geht auch. Mit Luft. Kann ich auch irgendwie schneller paddeln? Das war nix. Mach Platz, Tisch. Ich dachte, ich kann hier irgendwie... Achso, pirouettieren bringt gar nicht so viel, ne? So, erstmal ein bisschen Luft schnappen. So, ich bin gerade im Überlegen. Also ich kann die Pirouette mit
Ich muss gar nicht auf dem Steuerkreuz links oder rechts gedrückt halten. Ich kann auch L1 drücken. Das ist gut zu wissen. Alles klar. Achso. Hopp. So. Den merken wir uns. Ich weiß nicht mal, was das ist. Schweren Fels. Okay, was macht ein schwerer Fels? Schwer sein. Massiver Stein, der nur unter größter Anstrengung geschoben werden kann. Okay. Aber er kann geschoben werden, okay. Lupsch. Wir gehen jetzt natürlich hier die Rubine holen. Dann gehen wir hier drauf. Weil die haben ja gesagt, dass das ja schwimmt. Meinst du, ob ich auch, ob auch ein Bett schwimmen kann? Gut, jetzt haben wir ein Wasserbett. Haha. Hey, so langsam komme ich hier rein. Pass auf. Zack. So macht man das. Hey, also, wenn das so die Rätsel sind, die einem in diesem Spiel erwarten, dann ist das gerade gut genug für mich. Kann ich da drunter durch? Nee, aber da läuft doch Wasser durch. Achso, da ist ein Gitter. Oh weh, da ist eine böse Macht hier. Die kommt hier durch die Lüftung. Ah, oh shit. Ist das schon wieder eine Fluchtsequenz? Ja, bleibt immer hier noch ein Riss. Solche Risse haben sich schon immer gelegentlich aufgetan. Sie verschlucken Objekte oder gar Personen. Meine Gefährten und mir fällt die Aufgabe zu, sie zu schließen. Doch für einen Riss dieser Größe reicht meine Kraft allein nicht aus. Fürs Erste sollen wir uns von hier entfernen. So. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die jetzt hinter mir herkommen, richtig? Fluchtsequenz! Piorette! Das ist keine Piorette. Aufsteigen, abtauchen. Ich hoffe, das hat gereicht, dass wir da rausgekommen sind irgendwie. Soll ich ein bisschen was singen, während? Ja, hab da nochmal Glück gehabt. Junge. Ich bin immer noch müde. Bist du wach? Dann lass uns gehen. Ja. Ziel aktualisiert. Ich guck mal aufs Tagebuch. Du bist von einem unterirdischen Kanal fortgerissen worden und in einer kleinen Höhle aufgewacht. Begib dich zu der auf der Karte mit dem markierten Stelle. Okay. Kann ich jetzt ein bisschen hier rumzoomen? Ach, jetzt bin jetzt von da irgendwie bis da unten hin. Alles klar. Oh, Markierungen setzen kann ich. Also ich muss einfach bisschen nach oben. Kann ich zoomen? Ja. Nee, ich muss nicht ein bisschen nach oben. Ich muss aus dieser Höhle raus. Das ist schon mal das Wichtigste. Y gesammeltes. Ist gesammelt. So. Ah ja, so, Stein kopieren. Ja, ein Stein. Einfach nur ein Stein. Der kann. Liegt in Hyrule an jeder Ecke. Größe und Gewicht sind genau richtig, um ihn zu werfen. Ah. Geht unter wie ein Stein. Kann man mit einem Stein Kisten kaputt werfen? Man kann. Bringt halt nur nichts, hab ja noch genug Energie. So, oh, ich glaube, ich muss gleich niesen hier. Ihr habt nichts gesehen. So, wo sind wir hier? Vielleicht kann dir diese Karte helfen, die du vorhin bekommen hast. Ja, das ist eine gute Idee. Drücke Minus, um die Karte zu öffnen. Der Zelda-Kopf zeigt mir Zeldas Kopf. Ui. Also wir sind immer noch hier irgendwie in der Höhle. Hier unten wird man nicht rauskommen. Wahrscheinlich kann man dann hier oben irgendwo rein oder da. Werden wir ja gleich sehen. Macht da so komische Geräusche. Da ist ein Blob. Ein Monster. Haha. Oh, kann mich gar nicht wehren.
Ah doch, ich kann einen Stein an den Kopf werfen. Das hat uns bemerkt. Weißt du, wie man gegen Monster kämpft, Zelda? Keine Ahnung. Ah, so nicht. Da ist noch eins. Uiui. So, Aff. Moment. Ein Zoll. Wenn der einen Stock dabei hat. Langsames, galertartiges Monster, dessen Herumgeschwappel keine große Bedrohung darstellt. Junge, habt ihr mich schon mal rumschwabbeln sehen? Also da kriegen Leute schon richtig Angst. Vor allem die kleinen Japaner, die haben Angst um ihre Häuser. So. Hast du dir das Monster gemerkt? Wenn man Monster besiegt, bleibt etwas Glitzerndes zurück, das man sich merken kann, wie du es eben getan hast. Monster, die du dir mit Hilfe von ZR gemerkt hast, kannst du mit Y als Echo erscheinen lassen, das weiß ich doch. Monster-Echos greifen bevorzugt Gegner an, die du mit ZL anvisierst. Dann werden wir das gleich mal probieren. Und zwar an dem da. Greif an! Unten. Wer ist dieses Monster? Kann das auch schwimmen? Kann ich überhaupt schwimmen? Oh ja, ich kann schwimmen. Oh, das sind Münzen hier. Ja, das ist eigentlich voll cool. Der Blob kann übrigens nicht schwimmen. So, das sind 5 Rubine, die muss ich natürlich mitnehmen. Ich wollte eigentlich hier so einen Fushi fangen, weißt du? Komm her, Fushi. So, gibt's hier nichts? Nee. Dann müssen wir wohl hier oben... Da ist noch Gegner. Gegner, los! Los, Blobsi! Kill sie! Jawohl. Der nächste bitte. Da hinten ist noch einer. Hoppala, falscher Knopf. Den da angreifen. Na, nicht den da. Ich mag die Blobse. Da oben kann man doch... Ah ja, klar. Das ist ein Vogel. Okay, normal draufhüpfen kann ich nicht. Das heißt, ich brauche zuallererst mal das hier. Dass ich da drauf komme. Dann... Ist jetzt eins hoch? Eine Kiste müsste ich dann draufsteigen. Oder soll ich hier Betten bauen? Stein ist natürlich doof. Krug. Also... Ich muss halt ordentlich Höhe gewinnen. Komm, wir probieren es erstmal so. Da. Was gibt's? Oh, 10 Rubine. 20. Oh, ist schon lange her, dass ich Zelda gespielt habe. 20 Rubine erhalten. Eine hübsche Menge. Und einen Schmetterling gesehen. Da würde ich mal behaupten, du kriegst einen Stein an den Kopf. Und du auch. Oh, warte mal. Ist das ein Stachy? Ne, ist ein Seeigel. Seeigel machen was? Liegt oft am Strand oder im Meer. Seine messerscharfen Stacheln durchdringen selbst Metallpanzer. Kann ich einen Seeigel auf einen Seeigel schmeißen? Ja. Ah, da ist ein Gegner. Da war ein Gegner. Und der macht mir aber nichts, gell? Machst mir nichts, gell? Bist du so, jetzt. Oh, ho. Also zuallererst mal muss ich diese 5 verholen. Das ist wichtig. Dann brauche ich... Ich muss mal eine auftauchen. Ich mache mal eine Kiste. Kann ich hier zaubern? Ja, ich kann. Ah, ein Herzteil. Sehr schön. Du hast ein Herzteil erhalten. Wenn du 4 Stück davon sammelst, erhöht sich die maximale Anzahl deiner Herzen. Das weiß ich doch. Gucken, ob es da sonst noch irgendwie was Cooles zu entdecken gibt. Ja klar, noch mehr Rubine. Ey, Rubine kann man nie genug haben. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. So. Oh, das ist eine Leiter oder was? Ne, die ist... Achso, das war mal eine Brücke. Ah. Lauter Stachis. Ne, ich bin keine Stachis. Ja, das macht nichts.
gibt's halt keine Stachis. Ich glaube, hier wird es wieder Zeit für ein Bett. Boah. Kann man machen. Kann aber auch noch eins machen. Und da dann noch ein schönes Dingens hin. So. Okay, hier wird es jetzt Zeit für ein Bett. So, habe ich mir das geplant. Genau, man muss hier richtig stehen. So, was ist das? This is a bed bridge. War Englisch. Was passiert denn, wenn ich einen Blobs da auf die Gegner hetze? Ja, habe ich mir gedacht. Schade eigentlich. Naja. Hier. Achso. Moment, man kann Steine mit Steine bewerfen? Cool. Rubine sammeln, wichtig, wichtig, wichtig. So, runter mit dir, oder? Ja. Wir müssen jetzt irgendwie hier durchkommen. Das ist die Küstenhöhle. So. Kann ich auch runterspringen? Ja, kann ich. Da ist eine Fledermaus. Moment, wie besiege ich die? Da. Flederbeißer. Wenn du dieses Fledermausmonster hochnimmst und irgendwo abspringst, da kannst du kurz durch die Luft sägen. Ach so, das ist wie ein Huhn. Zeig mal her. Das ist wie ein Huhn. Also quasi, Moment, ich probiere. Nein, unten bleiben. So, jetzt nehmen. Und jetzt springen. Also. Ja, das ist ja doof. Ich dachte, man kann da noch springen. Ja, okay, kein Problem. Kommt mal alle her. Eins meiner leichtesten Übungen. Ja. Was soll denn das? Warum geht das nicht kaputt? Er will mich doch veräppeln. Muss ich den vielleicht... Pass auf, pass auf, pass auf. Ich zauber mir hier einen Tisch hin und lass den Felsen von weiter oben drauf fallen. Nö, das war's auch nicht. Noch ein. Also mit einem Stein habe ich vorhin kaputt gekriegt. Also. Hahaha, falsch. So, jetzt pass auf. Das geht nicht. Muss ich vielleicht den anderen Stein von größerer Höhe fallen lassen? Das kann natürlich sein. Ach, ich kann da hochklettern. Ach so, ich wollte jetzt gerade... So, jetzt probieren wir das nochmal mit dem Stein aus, weißt du? Ja, aber das dauert mir zu lang hier. Also, ja... Funktioniert wohl, aber es dauert mir zu lang. Muss man ja mal sagen. Herzteil erhalten. Das zweite von 4. Oh, mein lieber Scholli, kann die klettern hier. Wie eine Gazelle. Komm, wir machen Flederbeißer. Was passiert? Boah, der ist voll gut, oder? Hallo? Den da angreifen? Danke. So, ich werde jetzt mal auf die Karte gucken, wo wir sind hier jetzt genau. Wir sind zumindest mal in der Nähe von irgendeinem Dorf. Gehen wir jetzt mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Hey, lass mich doch mal da hochgehen. Ja, da ist ein Dorf. Aber wir gehen mal schön den Weg, so wie sich das gehört. Vielleicht noch ein bisschen Geld sammeln, wenn wir finden. Oh ja, da oben. Komm her, Geld. Ach, guck mal, da oben ist eine Kiste. Sorry, die müssen wir uns natürlich noch holen, das ist klar.
ich gar nicht drauf geachtet. So, wir brauchen hier einen Tisch. Und da eine Kiste. Ah, Fels geht auch. Ist ja quasi das gleiche. Was haben wir Feines? Ein Lila, der ist 50, glaube ich. 50 Rubine, ansehnlicher Betrag. Jawohl, ja. So, der Ralala. Erstmal dem ein bisschen das Feld pflügen, da freut er sich bestimmt, oder? Das scheint hier der Dorfmaitre zu sein. Grüß dich! Das hier ist das Sudelia-Dorf. Normalerweise geht es hier eher beschaulich zu. Aber in letzter Zeit passieren schlimme Dinge. Ach, wenn doch nur Link hier wäre. Wer ist ein Link? Link ist ein Junge aus diesem Dorf. Er hat mit Grasschneiden angefangen und ist dann zum Monsterbekämpfen übergegangen. Er ist der beste Schwertkämpfer weit und breit. Aber leider ist er jetzt gerade auf Reisen. Da fällt mir ein, deine Kapuze sieht der Kapuze, die Link immer getragen hat, recht ähnlich. Ach, Link, ich hoffe, es geht ihr gut. Nö. Ach, wenn doch nur Link hier wäre. So, also hier gehen schlimme Dinge vor sich. Ja, im Norden des Dorfes ist ein Riss erschienen und hat jemand von uns verschluckt. Auch der Weg nach Schloss Hyrule ist durch einen Riss versperrt worden. Wir wissen weder aus noch ein. Tja, see you later, alter Keder. Ich guck mich mal ein bisschen in deinem Häuschen um. Ah, Aha, Fleisch gemerkt. Ja, das ist immer gut. Ein gut durchgebratener Happen. Sein Duft kann als Lockmittel für bestimmte Gegner benutzt werden. Das ist interessant. Ich hätte ja eigentlich lieber Karotten oder so und hätte dann irgendwie Gegner in die Nase geschoben. Aber man kann nicht alles haben. Kann ich ja nicht pennen? Nee. So. Ah. Guck mal, da ist wieder Gras. Ihr Leute. Hier, weißt du ja schon, don't shoot the messenger und sowas. Aber ich muss euch leider sagen, für heute war es das mit The Legend of Link, Echoes of Wisdom. Wir machen hier in diesem beschaulichen Örtchen, das scheint einigermaßen sicher zu sein. Ich meine, da rennt einer mit einer Mistgabel rum, der beschützt mich mal sowieso. Hier machen wir gerade mal Pause und machen dann morgen hier weiter. Kleiner Spoiler, ihr werdet schon bemerkt haben, ich bin nicht der schnellste Zelda-Spieler. Also ein Speedrun wird das definitiv nicht. Es ist so wie bei anderen Spielen. Ich lasse mir hier Zeit. Ich habe für das ganze Spiel bezahlt, da werde ich mir auch alles angucken, wo ich Bock drauf habe. Also, so. Und nach dieser Drohung gerade schon fast, entlasse ich euch jetzt und dann könnt ihr jetzt überlegen, ob das okay ist oder nicht. Aber selbst wenn ihr es nicht okay findet, könnt ihr ja trotzdem weiter hier auf meinem Kanal die Videos gucken, um zu sehen, ob ich wirklich so langsam spiele oder ob ich vielleicht sogar schneller werde. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Bis morgen. Tschö.